Die Situation in Luxemburg und in Zürich ist für junge Menschen ziemlich ähnlich. Sie haben wenig Wohnraum, den sie auch bezahlen können. Und es gibt sehr wenig Angebote hier. Und was wir in Zürich halt gemacht haben, ist, dass es so eine Verbindung gab, einerseits von staatlichen Maßnahmen. Die haben uns zinslose Darlehen für Bauten gegeben oder auch mal das Land gratis. Und wir haben darauf gebaut für junge Menschen. Und dann gibt es auch noch Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass sie uns Anteile bezahlen für den Sozialberatungsdienst, den wir jungen Menschen anbieten. Junge Menschen brauchen ab und zu mal Unterstützung, wenn sie zum ersten Mal alleine oder mit anderen jungen Menschen zusammen wohnen, weg von zu Hause. Und wenn das aber gelingt, dass die jungen Menschen eine gute Wohnsituation haben, dann sind sie häufig auch erfolgreich in der Ausbildung und im Erwachsenwerden. Ihre Persönlichkeit entwickelt sich. Und je mehr junge Menschen das schaffen, ein gutes Erwachsensein, desto stärker wird nachher auch die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Und deshalb glaube ich, dass diese Investitionen sich auch auszahlen. Einerseits geben wir Hilfe zur Selbsthilfe, also Hilfestellungen, um selbstständig Probleme lösen zu können. Also da geht es eigentlich auch, möglichst die Autonomie zu erhalten, also dass die jungen Menschen ihre Autonomie behalten und auch stärken können, also dass wir sie befähigen, eigentlich ihre Probleme selber zu lösen. Andererseits versuchen wir mit unserem Beratungsangebot sehr flexibel zu sein, also dass wir dann eine Beratung anbieten können, wenn es nötig ist. Ein junger Mensch kann nicht 2 Wochen auf einen Termin warten, wenn es jetzt brennt. Wir versuchen auch die Erstberatungen beim Vertragsabschluss für alle neue Mieterinnen und Mieter so zu gestalten, dass sie einen gelingenden Start im selbstständigen Wohnen bekommen, also mit Tipps und Tricks. Wie geht Wohnen? Was sind Nachbarn? Wie funktioniert das in der Waschküche? Also, dass wir ihnen so viel wie möglich eigentlich Informationen mitgeben. Ein Projekt wird von den Jugendlichen denen ein Ziel, Beispiel an der Arbeitswelt zu gehen, eine Lehre zu machen oder einfach einen Arbeitsplatz zu finden, und das tun wir mit ihm dann schaffen, sich zivile oder Motivationen machen und noch ihnen erklären, wie bringe ich mich für ein Vorstellungsgespräch, wird das wichtig an, so, an dem Domain, wohin sich integrieren. Es gibt viele verschiedene, also das Projekt wie die Schule integrieren oder den Arbeitsmarkt integrieren. Also wir regelmäßig Versammlungen mit dem Jungen, um zu gucken, wo steht er, welche Schwierigkeiten hat er identifiziert, und aus den Projekten wie Mino, woran erkennt er das, was für Ressourcen er bei sich selber erkannt, und was für Stärken und sich bei ihm entwickelt. Und dadurch erkennen wir am Anfang, wo der Jugendliche gerade steht, durch als Rapporte, wo wir eine Evaluation machen, wo der Junge steht und wohin er geht. Und da können wir am Anfang identifizieren, okay, der Junge steht gerade an einer guten Entwicklung oder der Junge ist gerade stagniert. Und da muss mir den Coup de pouce gehen, den er am Anfang braucht.